Nun denn, nun denn, nun denn. Der Vulkan Eldin wurde, sagen wir jetzt mal, gerettet, gesäubert, wie auch immer. Wir haben auch das, also sagen wir mal, fast letzte Fragment des Heldenlieds erhalten, zumindest vom letzten Drachen. Ne? Einmal Stimme des Wassers, Donners und Feuers, es fehlt noch die von Arisha, wird die Stimme des Himmels sein oder so, keine Ahnung. Oder Stimme der Erde, wegen mir noch ganz creepy. Und ja, insofern sind wir auf einem guten Weg, um das Spiel demnächst abzuschließen. Zumindest was die Hauptsache betrifft. Was so Sidequests so anbelangt, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber erst einmal, wenn wir schon mal hier unten noch sind, wir wollen uns ja die Kristallkugel holen, wa? Und die soll ja angeblich hier sein. Im Vulkan Eldin. Da ist sie, Freunde. Ganz genau. Wo auch sonst. So, also wir uns erstmal da hoch. Am besten mache ich das. Warte mal. Aha. War doch irgendwie klar. Und voll. Perfekt. Eine volle Bombentasche ist nur eine wahre Bombentasche. So, die Greifhaken. Die Greifhaken. Okay, sehr elegant, Link. Sehr elegant, muss ich schon mal zugeben. Nochmal von vorne. Du hast einen Kristall gefunden, der dem des Wahrsagers ähnelt. Er scheint sich als Kristallkugel verwenden zu lassen. Soll ich den Roboter rufen? Natürlich, gerne. Sehr wohl, Gebieter. Neuer Auftritt für Trappo. Ja, es ist der Trappo. Verehrte Fei, ihr habt mich gerufen, dass ihr Soldaten transportieren. Hey, du grüner Wisch, du machst es dir mal wieder leicht, während ich hier alle schleppen muss, Pap. Hey, ich bin der Gebieter hier, also. Verstanden, ich warte oben auf euch beide, bis später. Bye, bye. Ich schlage vor, zurück ins Wolkenmeerreis und den Kristall zum Wahrsager bringst, Gebieter. Ja, wäre zumindest eine Option, wa? Damit müssen wir in Eldin eigentlich soweit alles gemacht haben. Und ja. Gehen wir zurück ins Wolkenmeer. Und ab in den Süden. Beziehungsweise erstmal ins Wolkenhort. Ich überlege, ob wir danach vielleicht direkt mal noch nach Faerûn gehen sollen. Und dort noch das letzte Herzteil zu holen. Ja, mal gucken. Aber erstmal zum Wahrsager gehen, das abliefern. Obwohl ich glaube, dann machen wir es doch noch ein bisschen anders. Warte mal, wir haben ja noch einen neuen Kubus. Genau. Dass der dort sein muss, war klar, weil es ist, glaube ich, der letzte noch irgendwie. Es muss der letzte sein, weil wir haben ja schon alle Würfel geholt. Oder beziehungsweise gefunden. Sag mal. Was macht der Vogel? Der soll ja durchfliegen. Ist da irgendwie ein Vakuum oder so? Oh Gottes Willen, ey. Der Vogel macht, was er will, nur nicht das, was ich will. Ja, gut, von mir aus. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Scheiße, weiß gar nicht mehr. Egal. Oh, ganz richtig bin ich noch nicht, aber egal. Ah, genau, das mit den Kugeln war es, wa? Dass es die letzte Truhe sein muss. Da es sonst ja keine mehr geben kann. Weil es gibt nur 3 Gebiete. Faerûn, Eldin und Ranel. Wir waren schon in allen 3, haben alle 3 abgegrast. Auch mit der Aurasuche. Es kann also keine weiteren Artefakte der Göttin mehr geben. Und somit auch keine Truhen mehr. Also solche Truhen halt. Die Lieferung ist da. Ein schöner glänzender Kristall. Bitte sehr. Trappo nicht fallen lassen, bitte. Na, der geht doch kaputt. Um in der Zeit wieder, wenn es etwas zu transportieren gibt. Mit der Pferdefeifliege bis ans Ende der Welt.
Ja, er war schon Rang 11, Iron Eldin, er ist schon ans Ende der Welt geflogen. Oh, das ist doch dieser Kristall genauso einer wie mein Alter. Oh, ich spüre deine Güte, junger Freund, und kann endlich wieder in die Zukunft sehen. Besuch mir doch im Bazar, wenn du meine Hilfe noch in Anspruch nehmen willst. Ich werde natürlich einen Sonderpreis machen. Danke. Und Juwelen der Güte. 69. Was? Okay. Heißt für uns, es müssen noch 11 Juwelen der Güte fehlen. So rein theoretisch. Gut. Haben das jetzt gemacht. Wir wissen, wir müssen ja noch zu Narisha gehen. Es gibt noch was mit Terry zu besprechen. Und es gibt ja eh noch ein Herzteil hier. Und ich glaube, das hole ich mir jetzt mal. Also, eigentlich gibt es sogar 2 Herzteile, aber holen wir uns mal das erste. Das erste von den beiden. Und zwar in der Schule, beziehungsweise hier unten müsste irgendwo sein. Ja, da unten steht Groose, der Allmächtige. Hey Michael, langsam aber sicher bin ich an dem Punkt, an dem sich meine Muskeln nicht mehr weiterstellen lassen. Okay, Mr. Universe. Ich will mich gerne an einer neuen Sache widmen. Hey, was für ein schöner Bogen, den du da hast. Du kannst bestimmt sehr gut damit umgehen. Ja? Du bist unglaublich, Michael. Ich könnte 3000 Liegestütze machen, wäre nicht einmal annähernd so stark wie du. Naja. Sag mir doch mal, was du mit dem Bogen also alles drauf hast. Was mir so auffällt. Ich habe das Gefühl, die Ohrringe, die Feuerohrringe, die wurden gar nie abgegradet. Nie im Leben sind die HD-mäßig. Das sieht so verpixelt aus. So. Ja, genau darum geht's. Ich muss diese fucking Kürbisse treffen und dafür gibt's ein Herzteil. Oh je. Versuchen wir's mal. Es gab mal eine Zeit, wo relativ gut war. Ja, Gruß. Wie viel brauche ich? 900, glaube ich, wa? Ja, 400 Punkte zu erreichen. Ja, ich glaube, es waren 900 Punkte, die man braucht fürs Herzteil. Also, wir haben gesehen, vor allem am Anfang muss ich eigentlich relativ gut treffen. Weil die am Ende sind doch ein bisschen tricky dann zu erwischen. Ah, das ist immer eine reine Übungssache.
Ein Hawkeye bin ich definitiv nicht. Schlechter als vorher. Aber die geben sogar Doppelpunkte, war so. Ja. Mist. Freunde, ich mache das offscreen. Das dauert mir sonst zu lange. Ich muss echt erstmal wieder ein bisschen üben und so, wenn ich wieder voll drin bin. Aber kommt schon, kommt schon. So kann man natürlich auch ein paar Rubine farmen. Okay, das ist ein Herzteil, was man sich so holen kann. So haben man halt Gru's Sidequest quasi gemacht hat, da mit dem Training und so. Jetzt aber erstmal zurück zu Terry, denn der hatte auch noch was, wenn wir uns richtig erinnern. Sprich, dass er irgendwas von uns wollte. Sagen wir es mal so. Aber ich glaube, irgendwie Offscreener machen, das ist eine gute Idee. Natürlich zeige ich auch den richtigen Lauf dann schon, wenn ich es dann geschafft habe, aber das kann 10, 15, 20 Versuche dauern und so und da ist besser, wenn ich das irgendwie Offscreen aufnehme. Und das irgendwo in der Folge mal reinschneide. Also gerade zu Beginn einer Folge. Wäre gar nicht mal so übel. So. Das Ding ist ja 1200 Ding wert, also relativ teuer. Oh, im Reinspazierwert fährt der Kunde. Mir scheint es besonders gut zu gehen. Kann man nicht verstehen. Wir sind leider ziemlich beschäftigt. Können wir uns nachts unterhalten? Ja, können wir. So. Dann werde ich auch mal gucken. Nee, auf der Insel selbst scheint es nichts mehr zu geben, ne? Fehlen halt doch noch relativ viele Juwelen der Güte. Ebenso um die 11 Stück fehlen mir halt noch. Was ist los, Terry? Du hast im Bett geschlafen? Na, du warst sicher sehr müde. Ich bin ebenfalls müde, weil ich im Laden samt dann Gewicht hier fliegen musste. Aber vergessen das, ich bin es ja gewohnt. Also es ist so. Ich habe etwas Wichtiges verloren. Es handelt sich um den Insektenkäfer, in dem ein Dämonenkäfer ist. Ein furchtbar trüb, dieser Käfer, ein sehr seltenes Exemplar. Ich suche ihn. Mann, das Ernst wäre ja wundervoll. Mein geliebter Dämonenkäfer, bitte finde so schnell du kannst, ich flehe dich an. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wie soll man darauf kommen, ne? Weil, klar, Dämonenkäfer und so, aber wir wissen ja von einem Typen, der auch ziemlich käferbegeistert ist. Und der offenbar in dieser seltsamen Sturmwolke, wo ja auch Narisha abhängt, offenbar ein Käferparadies entdeckt hat. Vielleicht hat er irgendwie einen Hinweis für uns oder so. So, wie teuer war das Teil jetzt hier? 1300, oder? Das nur für 800, okay. Ah, thank you! Oh, 1000 Rubine. Nee, danke. Oh, das ist aber schade. So, aber eigentlich müsste Terry jetzt nochmal ein Item haben. Hallo? So, jetzt. Ja, das Herzteil. 1600, aber auch, also nur ein Tipp für euch Leute. Selbst wenn ihr die Kohle habt, gibt es noch nicht aus das Herzteil. Wartet noch ein bisschen, bis ihr Terrys Quest gelöst habt, weil dann geht das Ganze ein bisschen günstiger. Terry, ich habe dir bereits ein Item abgekauft. Du Arsch! Oh, das kriegst du wieder. Ah. Also. 2 Herzteile, eins haben wir gesehen, das andere wissen wir von Cruise, aber eben 900 Punkte ist nicht so ganz einfach zu erwischen. Da muss ich noch ein bisschen gucken, wie wir das hinkriegen. Ansonsten ist auch hier alles getan, Tränke und so weiter, ja, können wir auch machen. Ich gehe erstmal ins Item.
ins Itemlager natürlich, also. Großer Köcher. Ja, gut. Braucht man den wirklich? Kann man sich hinterfragen. Das Ding brauchen wir sicher nicht. Warte mal, machen wir es hier anders. Die 3 großen Upgrades vielleicht, wa? Also mitgenommen, super. Aber ganz ehrlich, die Schatzmedaille brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Wir haben schon relativ viele Schätze, wir können sowieso nichts mehr aktuell wirklich upgraden. Also das ist momentan nicht mehr so wirklich ein. Rubinmedaille können wir eigentlich auch mal verkaufen. Was? Hä? Nein, ich hab doch... Will die mich gerade verarschen oder was? Das gibt's doch nicht, hey. Moment. Ich habe die Rubinmedaille ausgewählt. WTF? Hat das Spiel jetzt ernsthaft auf plötzlich rumgeswitcht oder wie oder was? Ich hoffe, es ist nicht automatisch gespeichert worden, das ist aber einfach ein Problem. Wobei, so will ich es glaube ich gar nicht. Nerven wird es noch trotzdem, aber egal. Ich nehme so alles cool sein, weil es doch genau hier gespeichert worden, wo ich jetzt reingehe. Ja, okay. Puh, Alter. Was war das denn gerade? Zum Glück gibt es mittlerweile ein Autosave. So. Ach, kann Medaillen gar nicht verkaufen. Schilder und so. Also Unique Items, die kann ich nicht verkaufen. Verstehe. Okay. Wir sortieren mal, komm. Dann nehme ich gerne Dino mit. Hier oben ist der Schild, der wird später dann ersetzt durch einen anderen Schild. Da kann ich mal ein bisschen anders anordnen. Bombentasche, ich glaube Deko-Tasche brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Dämonenmedaille, Trankmedaille, sind doch eher die selteneren, sag ich jetzt mal. Dann behaltet ihr doch die mal hier. Herzmedaillen und so, ja. Auch ein bisschen Plunder, sag ich jetzt mal. So, den brauchen wir nicht, weil wir haben einen Köcher. Wie ist das falsche Item? Naja, geht doch. So, große Deko-Tasche. Stimmt, kann die auch weg. Ein bisschen Ordnung reinbringen hier. Also, hier kann man drittes Schild später rein, später göttlicher Schild. Hier hätten wir die Flaschen. Ob ich alle mitnehmen soll, bin noch stark überlegen. Die andere Variante wären halt hier diese Upgrades hinzupacken. Große Bombentasche, großer Köcher. Die machen Sinn, weil die Schleuder braucht eh kaum noch. Ja. 3 Flaschen, ja gut. Oh je, oh je. So, haben wir es bald? Ich glaube schon, wa? Gut.
Zumindest mal jetzt aktuell, passt irgendwie auch nicht, aber ist ja egal, komm. So, leicht besser. Machen wir es mal so. Okay, hätten wir das jetzt auch. Ja, wie gesagt, hey, uns fehlen noch 5 Herzteile. Eins von Terry, eins von Gruce. 2 in Ranel, plus noch eins im Firewall. Aber, also jetzt machen, würde man sagen, kann man aufmachen zu Narisha? Ich glaube schon, wa? Die Folge ist zwar vorbei, aber ich glaube zu Narisha gehen, das können wir noch ganz kurz, das müsste noch drin liegen. Wenn wir halt bei Narisha waren, das Heldenlied komplettiert haben, dann wird es Zeit für Sidequests, Leute. Also sprich vor allem die restlichen Herzteile organisieren und eben auch noch die restlichen Juwelen der Güte, genau, 11 Stück müssen es noch sein. Da bin ich schon mal gespannt, wer uns die noch gibt. Aber eine müsste eigentlich, also eine 5er kommen müsste eigentlich von Terry sein, wa? Von Terry. Doch von Terry, wenn wir halt den Käfer zurückbringen. Da unten ist er ja. Hey Narisha, was geht ab? Kann ich bei dir landen oder muss ich irgendwie... Ich hab keine Ahnung, kann ich bei dir landen oder? Ah, okay. Also man müsste zurück auf die Insel oder so. Sion, du hast alle Drachen getroffen, ihre Stimmen gelernt. Du bist wirklich etwas Besonderes. Ich will mein Versprechen halten. Lausche mir, wie ich dir die letzte Stimme präsentiere. Das war cool. Das Heldenlied ist nun vollständig. Mehr muss ich dir dazu nicht sagen, oder? Das Lied öffnet den Eingang zur Prüfung. Was? Zur Prüfung? In dieser Prüfung, die sich irgendwo im Wolkenmeer verbirgt, bestanden hast, öffnet sich der Weg, der mit dem Triforce verbunden ist. Ach nö, nochmal in die Siren. Wieso ist links so glücklich? Oh. Ist noch eine Siren hier oben oder was? Gebieter, ich hatte was zu berichten. Auch in der Insel im Wolkenmeer findest du den Eingang zur Siren. Finde ich mit der Aura-Suche. Ja, der wird wohl klar sein, wo die sein dürfte. Also, dass ich die großartig suchen muss. Die wir uns eigentlich jetzt auch schenken können. Oh Mann, ey. So. Insektenparadies, genau. Da
Da ist eine Truhe, stimmt. Aber wisst ihr was, Freunde? Das machen wir in der nächsten Folge. Vor allem noch ein bisschen auf Narisha. Wir sind jetzt gute Kumpel und so. Dann holen wir in der nächsten Folge die Truhe und wir gehen zu Struce auf die Insel. Mal gucken, ob der noch irgendwie einen Plan hat, was mit Terrys Wolkenkäfer los ist. Ja, Dämonenkäfer, Entschuldigung. Und darum geht es halt ein bisschen, wa? Sidequesten, sprich den Dämonenkäfer von Terry. Wir müssen Kürbisschießen machen. Herzteil holen, weil von Fyron. 1 nach in Wüste Ranel. Plus natürlich zum Donnerdrachen gehen. Der auch noch eine Quest, beziehungsweise eine Sidequest für uns hat. Und das können noch ein paar Folgen dauern. Aber ja, muss natürlich jetzt auch sein. Und wenn nicht jetzt, wann dann, wa? In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD. Wehe, du schmeißt mich runter, Narisha. Bin ich echt sauer. Oh Mann. Aber wie es hier die Mütze so im Wind weht, das ist schon geil. Link gefällt's auch. Hey. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und Link bitte nicht abdriven. Ciao zusammen. Tschüss. Hallo. Tschüss. Hallo. Link bitte.